Sie liegt wach. Mindestens schon 5 Stunden. Gefühlt zumindest. In Wahrheit sind wohl erst 20 Minuten vergangen, seit sie sich zugedeckt hat. Aber wenn sie weiss, dann weiss es. Eine schlaflose Nacht mit Ansage. Morgen einfach noch die Präsentation durchbringen. Dann ist es so gut wie geschafft für das Jahr. Nochmal PowerPoint aufstarten. Dreht nochmal durchgehen. Gedanken rasen ihr durch den Kopf wie eine Blechlawine auf der Autobahn. Nein, schlaf jetzt einfach. Denkt sie sich. Aber ausgerechnet, wenn du so fest willst, geht es eben nicht. Denk an etwas Schönes. Das feine Festtagsmenü von dem Jahr. Das wird ein Leckerbissen. Allein beim Gedanken daran läuft ihr schon das Wasser im Mund zusammen und sie fühlt sich vom Schlaf umarmt. Aber dann... Das hat sie sich nur eingebildet, oder? Es muss so sein. Nie hat es im Dezember noch Mucke gehabt. Oktober, ja gut. November, höchst selten. Aber Dezember, nie im Leben. Wenn sie sich schon so etwas einbildet, gute Nacht am 6 Uhr, dann wird das ganz bestimmt nichts mit Schlafen. Sie dreht sich um im Bett, denkt nochmal ans Festtagsessen und ist schon wieder kurz vor dem Wegdämmern. Mit einem Bein schon im Land der Träume, passiert es aber gleich nochmal. Herrgott Sterne, sieh nochmal, das glaube ich ja nicht. Ein ganzer November ohne die Plaggeister und jetzt doch noch ein Comeback. Wollt ihr mich wahnsinnig machen? Sie knipst ihr Nachttischlämpchen an, richtet sich auf, schnappt sich ein Buch und lauert darauf, dem Ganzen ein Ende zu setzen. Der Blick wandert durchs ganze Schlafzimmer, aber nichts ist zu sehen. Nur ihr Mann, der tiefenentspannt vor sich hinträumt. Nicht nur ein bisschen gemein. Fies. Richtig fies. Nichts provoziert einen Schlaflosen so sehr wie jemand, der nebendran seelenruhig schlummert. Aber er kann ja nichts für die ganze Sache. Okay, die Mucke will sich noch nicht zeigen. Licht also noch mal ausschalten, sie anlocken, ihr ein Gefühl von Überlegenheit geben. Und dann, zack, eiskalt zuschlagen, wenn sie meint, sie können sich an mir vollsaugen. Gedacht, getan. Nach wenigen Minuten ist es soweit. Sie schlägt sich auf die Stirn und knipst das Licht an. Nachschauen, ob sie verwünscht hat. Fehlanzeige. Im Zimmer also nochmal umschauen. Ha! Dort oben an der Wand ist sie. So, jetzt geht's daran Kragen. Sie holt sich einen Hocker, nimmt sich das Buch und kurz vor dem Zuschlagen fliegt das Viech einfach weg. Das glaube ich ja nicht. Zum Glück aber legt sie sich unweit an der Decke gerade noch mal zur Ruhe. Durchschnaufen muss der Blutsauger also auch mal. Gut, das ist gut. Ich mache das Ding langsam mürbe. Sie steht aufs Bett auf und wumms. Sie sieht sie nicht wegfliegen. Das heisst, sie muss die Mucke verwünscht haben. Jackpot! Denkt sie sich. Zur Sicherheit aber das Buch noch ein bisschen mehr gegen die Decke drücken. Das gibt vielleicht eine Sauerei. Aber wenigstens ist das Viech dann auch definitiv tot. Nach sekundenlangem energischem Pressen löst sie das Buch langsam und das Unvorstellbare passiert. Die Mucke fliegt doch tatsächlich quicklebendig weg. Was zum Teufel frisst das Viech? Fährt es laut aus ihr raus. Das führt dazu, dass ihr Mann aufschreckt. Was treibst du da eigentlich? Ihre Erklärungen von wegen übernatürlichen Mucke prallen ihm ab, er zieht das Küssi über den Kopf und sagt nur «Schlaf doch einfach.» Wenn es nur so einfach wäre, kannst du mir gerne ein bisschen von deiner Superkraft abgeben. Denkt sie sich. Und will eigentlich auch noch laut etwas aussprechen. Sie merkt aber, dass das ins Leere laufen würde. Ihr Mann schläft nämlich bereits wieder. Und schnarcht. Der Mann muss gesegnet sein. Ein Weltklasse-Pfuser. Ihre Gedanken kräseln zurück zu dieser Mucke. Sie denkt über das Phänomen von diesen Viechern nach. Die im Frühling aufkreuzen, das sind die unterentwickelsten von allen. Die lassen sich mit einem bloßen Finger verdrücken. Muss nicht mal schnell sein. Im Sommer wird es dann schon schwieriger. Aber die Ende Herbst herumsurren, das sind die absoluten Endgegner. Ihr schwirrt jetzt das Bild von so einer Navy Seal Mucke mit der stärksten Rückenmuskulatur auf dieser Erde.
Halb Tier, halb Maschine, eine Pumpermucke. Gibt es echt unter den Mucken auch so eine Elite-Einheit? Die Besten von den Besten, wie der Bugs aus der Serie Zucker würde sagen. Das ist es. Das ist es! Lang hat sie schon nach einem Thema für ihren ersten Roman gesucht. Weihnachtsmücke. Denkt sie sich. So ein bisschen wie Weihnachtsmütze, wenn es der Komiker Paul Panzer aussprechen würde. Weihnachtsmücke. Sie findet sich in dem Moment gerade keinem lustig. Das wird ein Bestseller und ich bin ein Genie! Zumindest denkt das ihr übermüdete Hirn am Morgen um 4 Uhr. Sie kritzelt und kritzelt, notiert und notiert, bis sie über ihrem Notizbuch einschläft. Ihr letzter Gedanke vor dem Einschlafen ist dann aber doch wieder das Festtagsmenü. Am nächsten Morgen weckt ihr Mann sie abrupt. Es beisst sie am ganzen Körper. Völlig verstochen ist sie. So fest sie in letzter Zeit an ihren Festtagsschmaus gedacht hat, dämmert es ihr. Vielleicht bin ich ja gerade das Festtagsessen von dieser Mucke gsi. Aber der Gedanke kann sie nicht weiterverfolgen. Für die Präsentation ist sie nämlich schon viel zu knapp dran. Jetzt also los! Husch, 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 husch.